Ja, habe die Ehre, servus, hallo. Habe die Ehre, servus, hallo und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Ich habe vergessen, meinen Zettel wegzuräumen. Heute haben wir mal wieder eine Anknüpfung an ein schon mal dagewesenes Thema, und zwar die Schimpfworte. Das gefällt auch immer ganz gut und deswegen haben wir diesmal den Teil 3 der bayerischen Schimpfworte. Auf geht's! Als erstes haben wir da was, das trifft meiner Meinung nach ganz gut am Reißzau, und zwar der Bauernsrammel. Ein Bauernsrammel, das ist ja wie darf man das jetzt bezeichnen? Das ist jemand, der ist nicht immer so narrisch höflich, mit den Manieren hängt es ab und an ein wenig durch, kann dann natürlich auch angeknüpft an eine Nebenerwerbs- oder komplett Landwirtschaft sein. Was jetzt nicht heißt, dass alle Bauernrammel sind. Der Rest schon. Hallo Reis. Dann haben wir den Dregrammel. Ein Dregrammel ist jemand, der wascht sich nicht, der rennt da bei Dreck rum, aber verhaut, das ist ein Dregrammel. Ein Klassiker, der Heimtaucher. Heimtaucher, das ist jetzt in Anlehnung an das Tier, Haubentaucher, das ist wohl so ein Handen. Heimtaucher ist halt der Depp. Dann haben wir was, das jetzt für den einen oder anderen Bäcker vielleicht eine Beleidigung ist, und zwar der Brezensalzer. Für uns in der Knecht gibt es eine Musikgruppe, da ist Brezensalzer, die sind nicht einmal schlecht. Aber wie gesagt, das gibt es halt in ganz Bayern als, ja, ein Brezensalzer ist quasi eine Bezeichnung für jemanden, den kann es jetzt nicht gerade die wichtigsten Aufgaben geben, aber so ein Brezensalzen, das wird er zusammenkriegen. Gescherte Ruhm. Das hat der gescherte Ruhm, gell? Dann haben wir das Zwiderwurz. Ein Zwiderwurz oder ein Zwiderwurzen ist eine unsympathische Person, mit der man jetzt nicht gerade so narrisch viel zum tun haben will. Des Weiteren gibt es das Mistviech. Zu Hochdeutsch übersetzt Mistvieh. Also, ja. Ist klar, oder? Leute, die so ein bisschen besserwisserisch sind, bezeichnet man gerne mal als Gescheithaferl. Da gibt es auch eine kleine Redewendung. Zu solchen Leuten kann man auch sagen, du musst nicht erst auch als groß wachsen. Also der hört quasi das Gras wachsen. Eine, ja, eigentlich eher Bezeichnung für die Damenwelt, das ist die Missbritschen. Brauche jetzt, glaube ich, nicht erklären. Nur ein Klassiker. Der Pfurz unter der Bettdeckenschnüffler ist, glaube ich, auch keine Erklärung notwendig. Und zu guter Letzt ein Spruch, den spätestens noch die Bulli-Filme so ziemlich jeder kennt, das ist der Zipfelklatscher. Ja, das war's dann soweit gewesen für die heutige Folge Bayerisch für Anfänger. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen und ein wenig weitergebracht. Wenn ihr noch Schimpfworte oder irgendwelche Ideen habt, gerne schreibt es uns in die Kommentare, wir schauen, was wir umsetzen können. Letztes Wochenende haben wir einige von euch gesehen am Winterfest vom Vollgerät in Passau, war auch eine super Sache. Auf Instagram und Facebook haben wir die Büttler gesehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder ist Bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Kass auf dem Kanal. Letztes Abo da, schaut auf Instagram, Facebook, Snapchat, überall. Dort auf das Klicken da drücken von den YouTube-Zeig, weil irgendwas spinnt da in letzter Zeit schon wieder. Ist ja wurscht. Bis zum nächsten Mal und Satz freundlich. Auf die!